Hat sich so zugetragen. Ende der 60er Jahre in Arbele, genau in Orwold. Opitz Heinz war spätestens die Gefangenschaft heimgekommen und der Singlier die Meisterprüfung ziemlich spät machen. Damals hat er sich mit seinem Obenschütze Hein, der hat sich selbstständig machen und die Metzgerei aufgebracht. Der Heinz mit seiner Frau, der hat die Metzgerei betreiben und der Schütze Hein fuhr mit der Armünzchen in der Eifel und der die Säule und die Kühe kaufen. Die Tiere mussten dann auch transportiert werden. Die Viehware hatten sie noch nicht. Dafür hat er einen Freund, der Schäfer Otto, von dem Weingut Wilhelm Schäfer. Und der hat ein bisschen, womit er normalerweise die Kundschaft, die dingende Kundschaft fahren wird. Einmal in der Woche muss das bisschen für den Transport von der Tiere herhalten. Darin wurden dann die Säulenladungen in der Eifel Arbeit gebracht. Nach jeder Fahrt der Otto das bisschen wieder mit heißem Wasser in den Wind abspritzen. Dann fuhr er wieder wegladen. Das Brauchtum hat sich im Krieg und auch noch im Krieg in Arbele gut gehabt. Die Schütze zogen wieder auf und mit der Hute ging auch weiter. Hutemeister war damals in der Orwold der Wilhelm Schäfer. Jedes Jahr fuhr der Orwolder Fürstand, hatte immer einen Ausflug geplant und dieses Jahr sollte in der Rheingau ja. Das soll aber nicht viel kosten. Das Geld, was sie für den Bus ausgeben wollten, hätten sie lieber vertrinken. Können wir nicht mit eurem Busje fahren, sagt der Fürstand zu dem Hutemeister Schäfer. Das war eine gute Idee. Nur wurde der Otto geschwätzt, dass der fahren soll. So wurden Störe in das Busje geladen und an der Rennen festgebunden. Alle in das Busje rennen und ab ging die Fahrt. Das hatten sie ja oft exerziert, das ganze Spiel. Die Ajas waren noch keine Fußgängerzone und so fuhren sie durch die Ajas. Für die Apports fing der erste an zu schnuppern. Das ist jetzt Schäbens Willi. Der Rau geht noch Mist. Braucht ihr das nicht? Doch, jetzt haben wir doch die Roche. Da fing der Otto an zu lachen. Jetzt habe ich für Opitz Heinz noch mit dem Büsschen ein paar Säuleneifen gefahren. Ah, deshalb stinkt er so hin. Da ruft der Opitz Jupp, der damals auch im Fürstand war. Wisst ihr ja, was für ein Säulen fahren.